Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst, zu diesem Thema Neues Leben, Gottes Einladung an alle. Mein Name ist schon bekannt, ich bin in Sachsen aufgewachsen, wohne jetzt in Monheim am Rhein, bin mit meiner lieben Frau angereist. Von Beruf bin ich Maurer, habe umgeschult zum Zerspannungsmechaniker. Anschließend war ich auf einer theologischen Fachschule und seit 2015 unterwegs bei der Barmer Zeltmission in vielen Städten, Ortschaften in Deutschland, Österreich und jetzt auch in der Schweiz. Meine liebe Frau hat eine ganz besondere Geschichte, denn sie ist keine Deutsche. Sie ist eine gebürtige Rumänin. Und in der Vergangenheit habe ich Ausländern nicht besonders große Wertschätzung entgegengebracht. In der Vergangenheit, vor vielen Jahren, habe ich Ausländer verachtet. Und Gott hat mein Leben verändert und mir eine tolle Frau, eine Rumänin, als Ehefrau geschenkt. Und jetzt bin ich auch in einem Land, wo ich im Prinzip selbst der Ausländer bin. An dieser Stelle möchte ich verweisen auf einen Flyer, wo mein Zeugnis in Kurzform, mein Lebensbericht, wie ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, der, wenn Sie hier rausgehen zur Tür, direkt gleich links bei den sogenannten Holzmöbeln, finden Sie diesen Flyern. Und so wurde mir gesagt, dass es so heißt. Da finden Sie diesen Flyer und machen Sie davon Gebrauch, lesen Sie den und geben Sie den unbedingt weiter. Ich habe meine Frau im Jahre 2017 heiraten dürfen und wir haben eine tolle Hochzeit verbracht. Ich möchte mal fragen, wer von Ihnen steckt gerade in Hochzeitsvorbereitungen? Okay. Man muss an alles denken. Man muss rechtzeitig Einladungen schreiben, man muss sich darüber Gedanken machen, man muss das Layout für die Einladungen kreieren, man muss zum Fotografen gehen, um passende Bilder zu schießen, man muss die rechtzeitig verschicken, save the date, dass ja alle Familienangehörige, Verwandtschaft und auch Freunde, die sich diesen Termin frei halten, dass sie alle kommen können. Ein wichtiges Datum so einer Hochzeit ist natürlich auch ein wichtiger Schritt in dem Lebensbereich, also ein neuer Lebensabschnitt, eine Hochzeit. Und man erwartet natürlich, wenn man so eine Hochzeit vorbereitet, dass sich die Leute, die Empfänger der Einladung darauf einstellen und sich auch entsprechend eine Garderobe vielleicht schon überlegen, was könnte ich eigentlich anziehen. Dann macht man auch schon einen Termin beim Friseur und so weiter. Also man bereitet sich darauf vor. Eine Hochzeit ist schon etwas Aufwendiges in der Planung. Und um eine Hochzeit bzw. um ein Hochzeitsmahl geht es auch heute Morgen. Und ich möchte dazu einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium. Matthäusevangelium, das ist ein Buch in der Bibel und dieser Matthäus berichtet uns über das Leben und die Lehren von Jesus, dem Messias. Und da steht in Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Möchte jemand eine Bibel haben, der sollte bitte die Hand heben. Es haben alle eine Bibel, wunderbar. Dann lese ich jetzt vor Matthäus Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Da heißt es: Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn ein Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen
zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete die ganze Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, Böse und Gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. In dieser Geschichte wird erstmal deutlich, dass zu einer Hochzeit eingeladen wird, wie auch Sie gerade in der Vorbereitung stecken. In Matthäus Kapitel 22 lesen wir von einem König, der für seinen Sohn ein großes Hochzeitsmahl veranstaltete. In jüdischen Gleichnissen wird Gott oft als König dargestellt, der mit seinem Volk ein Hochzeitsmahl veranstaltet. Nun, Gott lädt ein zu einem Fest und er möchte mit Menschen ein Fest feiern. Und dazu schickt er Leute, die Menschen zu diesem Mahl, zu diesem Fest einladen wollen. Und wir haben gehört und Sie haben auch gelesen, dass der König Knechte sandte. Das sind Diener, die der König schickt und die sollen sämtliche Leute einladen oder die sollen Eingeladene einladen. Den eingeladenen Gästen erwartet dann, wenn sie zu diesem Fest kommen, eine wunderschöne, reichhaltige, bestückte Tafel, bestes Essen und ausgezeichnete Weine. Als die Vorbereitungen beendet waren, schickte der König dann seine Diener, um die Gäste abzuholen. Aber keiner wollte kommen. Die hatten allesamt kein Interesse. Wer diese Einladung ablehnt, muss natürlich sehr gute Gründe haben, bei dem König nicht erscheinen zu wollen. Jetzt stellt euch das mal vor. Stellen Sie sich als vorbereitendes Paar vor. Sie laden zur Hochzeit ein, Sie geben sich die beste Mühe und keiner kommt. Ein schrecklicher Gedanke. Keiner kommt. Nun, in dieser Geschichte ist es, dass Gott einlädt zu einem Fest. Und die Menschen, die die Einladung Gottes ausschlagen, haben kein Interesse an ihm. Im Schweizer Radio und Fernsehen stand ein Artikel: Warum glauben immer weniger Menschen an Gott? Oder im Blick.ch steht: Die Schweiz glaubt nicht mehr an Gott. Aus diesen Beitragen wird ersichtlich, dass der Glaube an den einen Gott abnimmt. Weiterhin heißt es, das spirituelle Bedürfnis der Menschen existiert weiterhin. Man suche aber nach anderen Formen, um dieses zu erfüllen. Also man sucht dann quasi in der Esoterik wahrscheinlich. Gestern habe ich ein bisschen darüber gesprochen. Immer weniger Menschen interessieren sich für den einen Gott und für das, was er uns zu sagen hat.
Wenn ich auf der Straße unterwegs bin und mit Menschen über Gott spreche, frage ich zum Beispiel, glauben Sie an den einen Gott oder glauben Sie an Gott? Und dann sagen manche Leute, ich bin Wissenschaftler. Damit versucht er mir zu sagen, er weiß es besser. Die meisten Menschen vergessen aber, dass eben die Wissenschaft ihren Ursprung im Christentum hat. Denn in den Klöstern haben sich die Mönche Gedanken gemacht, wie man die körperliche Arbeit erleichtern könnte. Und aus diesen Überlegungen sind auch Errungenschaften hervorgegangen. Nun, ich gehe auf die Straße, um die Menschen wieder auf Gott aufmerksam zu machen, wie auch in diesen Tagen ein sogenanntes Missionsteam unterwegs war, um Menschen einzuladen. Und ich spreche mit diesen Menschen über die Bibel. Und das haben die Diener Gottes hier auch gemacht in dieser Geschichte. Sie haben zu Gott eingeladen. Gott hat sie geschickt, um Menschen zu einem Fest zu sich selbst einzuladen. Und die Diener gehen los. Und sie gehen erstmal zu denen, die eine Einladung erhalten haben, die ganz oben quasi auf einer Liste stehen. Aber die wollen sich nicht einladen lassen. Die wollen nicht zu Gott kommen. Die geladenen Gäste verhalten sich mit Desinteresse. Sie verhalten sich distanziert, gleichgültig. Es werden keine Gründe genannt. Denn sonst könnte man ja, wenn Gründe da wären, darüber sprechen, man könnte darüber diskutieren. Wenn man über die Gegenposition wenigstens Bescheid weiß, könnte man vielleicht das eine oder andere ausräumen. Aber hier wird nichts gesagt. Für viele ist die Sache mit Gott einfach uninteressant. Das interessiert mich nicht. Doch der König, also Gott, lässt nicht locker. Die erste Ablehnung ist passiert. Und nach Sitte schickt er aber noch mal Boten zu den Leuten hin, um eine zweite Einladung zu überbringen. Und der König tut in dieser Geschichte so, als wäre das erste gar nicht passiert. Quasi die erste Ablehnung wäre nicht passiert. Er tut es und er ruft nochmal, kommt zum Fest, ihr seid herzlich eingeladen. Aber die zweite Einladung wird auch ausgeschlagen. Bei der zweiten Einladung werden nun Gründe genannt. Der eine hat auf dem Feld zu tun und der andere in seinem Geschäft. Der eine hatte keine Zeit, weil er am Wochenende noch eine Menge Büroarbeit zu erledigen hat, und der andere will am Wochenende lange schlafen oder sich mit sportlichen Aktivitäten beschäftigen. Und einige in dieser Geschichte wurden sogar handgreiflich, misshandelten und töteten die Diener des Königs. Was nun? Gott resigniert nicht, sondern in der Geschichte lesen wir, wie er reagiert. Aber anders als gedacht. Denn da steht, als der König das hörte, ab Vers 7, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Und dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Das sind erschreckende Zeilen. Der Zorn Gottes kommt über ablehnende Menschen. Gott lädt ein, aber man hat kein Interesse an Gott und man geht sogar so weit, dass man die Diener Gottes quält, tötet oder hinauswirft. Und dann sagt er zu seinen Dienern, die Hochzeitsfeier ist bereit, aber die Geladenen waren es nicht wert, zu diesem Fest zu kommen. Ich habe mich gefragt, wer könnten denn diese Gäste sein? Es scheint sich hier um Menschen zu handeln, die viel von Gott wussten, die er für würdig erachtet hat, sie zu seinem Fest einzuladen. Nun, man lädt ja in der Regel eigentlich nur zu so einem großen Fest Leute ein, die man kennt, mit denen man irgendwie schon mal etwas zu tun hatte, wo man weiß, aha, das sind die und die. Hier waren es also Menschen, die von Gott Bescheid wussten, die etwas von ihm gehört haben und die wollen nicht kommen. Ich hatte mal vor einiger Zeit mit einem älteren Herrn ein Gespräch über die Existenz Gottes.
Und wir haben uns mehrmals getroffen und er sagte zu mir, nachdem ich ihn gefragt habe, haben Sie über diese Thematik noch weiter nachgedacht? Ich würde gerne weiter mit Ihnen über Gott sprechen. Sagte er, ich möchte nicht weiter darüber nachdenken, ich möchte mein Haus renovieren. Ich saß mit dem Mann danach noch weiter zusammen und er redete dann nur noch über das, was er tun möchte. Gott, der Schöpfer, lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Manche hören von ihm, sind viele Jahre in einer Kirche, Freikirche oder auch hier zu Gast, aber haben keine Entscheidung so richtig wirklich für ihn getroffen, sind nicht so richtig wirklich in Beziehung mit ihm getreten. Manche hören von ihm und lehnen es dann doch dankend ab. Nichts für mich. Für dich ist es etwas Tolles, aber für mich kein Interesse. Ich habe im Jahr 2009 mein Leben diesem Gott anvertraut. Nach reichlicher Überlegung. Und wer nun diese Einladung ablehnt, die Gott ausspricht, wählt natürlich seinen Lebensweg. Seinen Lebensweg, den er natürlich auch gehen möchte. Und der Mensch wird dann den Zorn Gottes erleben, wie diese Leute hier. Und der Zorn Gottes ist im Prinzip dann eigentlich die Abwesenheit Gottes selbst. Wenn Gott sich zurückzieht, wenn der Gott sich zurückzieht, der die Welt in ihrem Gleichgewicht hält, diese Welt, die so fein abgestimmt ist, dass wir auf der Erde leben können, dass wir genug Sauerstoff haben, dann bedeutet das Zurückziehen Gottes ein völlig Ungleichgewicht. Für die Welt und auch für den Menschen. Wir haben die saubere Luft, wir erfreuen uns an den Blumen, wenn sie wachsen. Wir freuen uns, wenn der Tag einfach morgens herrlich ist. Es ist heute herrlich. Aber da gibt es nichts mehr, worüber man sich freuen kann und was der Seele gut tut, wenn Gott sich zurückzieht. Der Mensch katapultiert sich selbst in einen Lebensraum, wo die Seele nach Gleichgewicht ruft, aber dort wird sie nur gequält werden. Das ist ein schrecklicher Ort des Grauens. Das ist der selbstgewählte Lebensweg, den man gehen möchte. Ich möchte an dieser Stelle fragen, sind wir es würdig, zu den Gästen zu gehören? Wer sind Sie in dieser Geschichte? Wer ist bei der Einladung dabei? Wer nimmt sie an, wer nimmt sie nicht an? Diese Frage können Sie sich selbst beantworten. Manche Menschen lehnen Gott ab, aber Gott möchte nicht aufgeben, sondern er ringt immer noch um jeden Menschen. Und dann steht weiter in Vers 9 dieses Textes, da sagt er weiter zu Dienern, darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Also nachdem die Geladenen nicht zu Gott kommen wollen, werden die Diener losgeschickt, um allerlei Menschen einzuladen. Und es kamen vielerlei Menschen zusammen. Wir haben gehört, welche die Gutes und die Böses getan haben. Und der Festsaal wurde voll. Das sind Menschen, die von Gott hören wollen. Egal, was diese Menschen auch gemacht haben. Sie fragen nach Gott. Denn sie wurden zu diesem Festsaal mit Gott eingeladen und kommen auch. Sie fragen nach Gott. Sie haben Interesse an ihm. Ich war mal bei einem Straßeneinsatz und da kam ein Mann auf mich zu und er fragte mich, wie finde ich den Weg zu Gott? Es gibt Menschen, die richtiges Interesse daran haben. Es gibt Menschen, die Interesse haben nach Gott und fragen nach ihm. Und Gott lädt ein und er feiert sein Fest mit Leuten, die sich eigentlich selbst für unwürdig halten. Denn hier steht, die auch Böses getan haben. Und die gehen dahin. Gott lädt ein und er stellt hier keine Vorbedingungen.
In unserer Geschichte, die Sie gehört haben, die wir gelesen haben, sollen die Boten einladen, wer ihnen gerade über den Weg läuft. Das können sympathische Menschen sein. Oh, der gefällt mir, den lade ich ein. Aber auch unsympathische, oh, der riecht schlecht, aber den möchte ich trotzdem einladen. Hier wird beschrieben, wer irgendwelche Leute, die werden eingeladen, bekannt und unbekannt. Gott lädt ein, obwohl er es eigentlich gar nicht tun müsste. Viele Menschen interessieren sich nicht für Gott und Gott könnte eigentlich auf viele Menschen verzichten. Aber das tut er nicht. Er lädt ein, egal woher man kommt, welchen sozialen Status man hat, welche Rasse man hat und auch was man auch getan hat, welche Vergangenheit einem nachhängt. Die lädt er alle ein. Und sie kennen am besten ihren Background. Woher sie kommen, was sie gemacht haben, was sie vielleicht auch gerade denken. Man muss sich nicht irgendwie qualifizieren, um in Gemeinschaft mit Gott zu treten oder irgendwelche Regeln oder fromme Sätze auswendig lernen. Gott interessiert es, ob sie die Einladung einfach annehmen. Tragischerweise gibt es Leute, die die Einladung ablehnen. Und man sagt so, ich bin getauft, Kommunion oder Konfirmation hinter mir, das reicht eigentlich. Fromm werden, mich bekehren, das ist nichts für mich, das ist mir zu strange. Schließlich habe ich auch nicht mehr Dreck am Stecken wie mein Nachbar, der regelmäßig in die Kirche geht oder wo auch immer. Weshalb auch meine Lebensgewohnheiten ändern, warum auch? Ich lebe doch ganz gut. Weshalb sollte ich mich auf Gott einlassen, irgendwie speziell mit ihm in Verbindung treten? Mir geht es eigentlich ganz gut. Das sind doch die Aussagen, die wir kennen. Gott, ja, am Ende meines Lebens, ja, Gott lässt bestimmt 5 Grade sein und komm mit rein. So ist die Vorstellung von manchen. Nun, die Geschichte geht weiter und es scheint, dass diese Geschichte ein tragisches Ende nimmt. Und ich möchte einen Text nochmal hier an die Tafel werfen, den können Sie hier nochmal mitverfolgen. Und da heißt es: Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, Gute, Böse und Gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Das sind heftige Sätze. Vorher hat der König alle zum Fest eingeladen und nun wird einer vom Fest rausgeschmissen. Jesus erzählt diese Geschichte, wie die Eingeladenen sich im Hochzeitssaal oder in einem Saal befinden. Der König kommt herein und da sticht ihm einer ins Auge. Einer, der nicht so angezogen war wie die anderen. Ehe es richtig losgeht, kommt es erstmal zu einem richtigen Skandal. Der König ging hinein, um sich die Gäste anzusehen, und da sah er einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen? Und er verstummte. Bindet ihm die Füße, führt ihn hinaus und werft ihn in die äußerste Finsternis. Manch einer denkt, der liebe Gott wird doch keinen rausschmeißen. Der liebe Gott wird immer mir vergeben. Aber er tut es. Er tut es. Er lässt ihn aber nicht nur vor die Tür setzen, sondern er lässt ihn fesseln und in die Dunkelheit eines Gefängnisses bringen, wo Schrecken ist, wo man heult und zittert. Das sind solche Geschichten, die wir gerade gehört haben, die bei vielen Zeitgenossen nicht besonders beliebt sind, denn die passen nicht so in unser humanistisches Gottesbild, will ich mal sagen. Warum der Rauswurf? Dieser Mann hatte keinen Anzug,
der dem Hochzeitsfest angemessen ist. Bei einem Hochzeitsfest ziehen wir in der Regel die schönsten Sachen an, weil wir damit zum Ausdruck bringen, wir schätzen das Brautpaar und wollen dadurch auch das Brautpaar ehren. Es wäre schrecklich, wenn jemand zum Hochzeitsfest kommt mit einem Arbeitsoverall, gerade von der Hebebühne unten weg, raus aus dem Auto, Öl verschmiert und er kommt zum Hochzeitsfest. Ich weiß nicht, ob Sie sagen würden, setz dich mit zu uns am Tisch. Das ist nicht angemessen. Man zieht sich angemessen an. Und wir erweisen damit dem Hochzeitspaar eine Ehre. Wir schätzen diese Einladung und dieses Hochzeitspaar. Nun hat Gott in dieser Geschichte eingeladen und es ist eine große Ehre, zu diesem Fest kommen zu dürfen. Gott zeigt damit, wie wertvoll und wichtig die Menschen ihm sind. Und wer an diesem Fest teilnimmt, dankt Gott und ehrt ihn für das unglaubliche Geschenk seiner Zuneigung, seiner Liebe. Und das drückt diese festliche Kleidung aus. Nun könnte man einwenden, aber das waren doch alles einfache Leute von der Straße, die hatten weder Zeit noch Geld, um sich irgendwie gut anzuziehen. Die damaligen Zuhörer kannten jedoch eine orientalische Sitte. Wenn ein König Gäste einlud, dann war es oft so, dass er den Geladenen am Einlass eine Festkleidung gab. Deswegen gab es auch bestimmte Kleiderkammern, wo solche Kleidungen vorrätig waren. Und die bekam man dann an der Eingangshalle überreicht. So war nämlich auch gewährleistet, dass alle Gäste in angemessener Garderobe teilnehmen konnten. Also die Gäste hatten ihre Kleidung von dem König selbst bekommen und der hat die Gäste eingekleidet. Jesus erzählt diese Geschichte mit einem jüdischen Background und die Hörer haben sehr gut verstanden, was es sich mit einem festlichen Kleid auf sich hat. An dieser Stelle möchte ich einen weiteren Vers aus der Heiligen Schrift an die Tafel werfen. Der eine oder andere kennt diesen Vers von dem Propheten Jesaja. Ein sehr deutlicher Vers. Und da steht: Ich freue mich sehr an dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Hier wird beschrieben, wie Gott sogenannte Kleider des Heils dem Sprecher dieses Satzes gibt, also dem Propheten Jesaja. Also Gott kleidet die Menschen ein. Und derjenige, der diese Kleider annimmt, freut sich auch über Gott. Diese Kleider drücken aus, dass Gott den Menschen einkleidet. Die schmutzigen Klamotten wurden entfernt und neue Kleider wurden angelegt. Ich möchte mal sagen, das schmutzige Leben wurde entfernt und ein neues Leben wurde geschenkt. Gott beschenkt die Menschen mit einem neuen Leben. Und diese geschenkten Kleider machten aus den Gästen angenehme Leute in den Augen des Königs. Denn sie haben das geschenkte neue Leben angenommen. Es sind Kleider des Heils. In dem Wort Heil steckt Genesung oder Rettung. Gott möchte uns Kleider geben, die uns gesund machen. Mit diesen Kleidern dürfen wir nämlich in die Gegenwart Gottes treten. Und es gibt eine Krankheit, mit der wir niemals in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Und das ist die Sünde. Und diese Krankheit bestimmt unser Leben, sie bestimmt unser Denken und sie bestimmt auch unser Handeln. Ich möchte dazu von einer eindrücklichen Begebenheit berichten, die ein britischer Journalist erlebt hat. Während seiner Zeit als Journalist in Indien ging er abends, dieser Mann, zum Fluss schwimmen. Und als er in das Wasser stieg, sah er gegenüber eine Frau aus dem Nachbardorf, die auch ein Bad nehmen wollte. Und dieser Mann, dieser Journalist, spürte impulsiv eine Verlockung und Versuchung. Er hat sich so gedacht, jahrelang bin ich meiner Frau treu geblieben,
aber jetzt ist vielleicht ein Moment, wo ich es wagen könnte. Und er zögerte, aber dann schwamm er rüber ans andere Ufer dieser Frau entgegen mit großen Zügen. In seiner Fantasie malte er sich schon aus, wie süß die Kirschen des Nachbars schmeckten. Und er schwamm noch stärker, um schnell drüben zu sein. Und als er nur noch ein paar Meter entfernt war, verflogen alle Gefühle und er war erschüttert über das, was er sah. Sie war alt, ihre Haut war faltig und das Schlimmste war, sie hatte Lepra. Und da sagt er, dieses Wesen grunzte mich zahnlos mit einem zahnlosen Mund an. Er dachte bei sich, was für eine dreckige, lüsterne Frau. Und dann erkannte er aber, nicht die Frau war lüstern, sondern ich selbst. Spiegelt das nicht etwa unser Wesen wider? Das Begehren, etwas anderes haben zu wollen? Eine weitere Geschichte von dem Tennisstar Arthur Ashe. Der hat nach einer Bluttransfusion, wurde er mit AIDS infiziert und er sagt in einem Interview, so quälend diese schreckliche Krankheit auch ist doch nicht so schmerzhaft wie die Ablehnung, die ich Zeit meines Lebens aufgrund meiner Hautfarbe ertragen musste. Der Mann bringt zum Ausdruck, dass der Zerfall unseres Körpers zweitrangig ist. Die tiefen seelischen Leiden, die ihm aufgrund seiner Hautfarbe zugefügt wurden, waren für ihn viel schmerzhafter. Ablehnung oder Vorurteile sind ein weltumspannendes Thema. Und dieser Mann macht deutlich, dieser Arthur Ashe, dass diese Ablehnung sehr grausam ist, noch grausamer wie die Krankheit AIDS. Egal auf welchem Kontinent man auch lebt oder in welcher Kultur man auch aufwächst, Ablehnung verursacht tiefe seelische Schmerzen. Spiegelt das nicht unser Wesen wider? Wen haben Sie schon mal abgelehnt in Ihrer Vergangenheit? Bei wem hat sich unser Handeln bei dem anderen eingeprägt und tiefe seelische Schmerzen hinterlassen? Haben wir da nicht eine gewisse Schuld gegenüber dem Schöpfer jedes einzelnen Menschen? Blicken wir in unser Herz, entdecken wir oft Habgier, Lust und Stolz, Zorn oder sogar Eifersucht. Das steckt im Menschen drin, tief drin, auch wenn man es vielleicht lange Zeit unterdrücken kann, wie dieser britische Journalist, gibt es doch Momente, wo es zum Ausbruch kommt. Und das zeigt, wer wir eigentlich sind. Das zeigt den wahren Charakter. Das zeigt unser Wesen. Und das nennt die Heilige Schrift ganz einfach und unverblümt Sünde. Sünde heißt, getrennt von Gott zu sein. Und wie das Wort schon ausdrückt, Trennung, wird der Sünder mit seiner Schuld nie in der Gegenwart Gottes sein. Hier weiter steht im Text, wie Sie auch lesen können, der Mantel der Gerechtigkeit. Dieses hebräische Wort Tzedakah hängt mit der Lebensweise zusammen. Das neue Leben, was Gott dem Menschen schenken möchte, macht sich natürlich auch bemerkbar ganz in der Praxis. Ein Leben, was Gott ehrt. In dem Fall der Geschichte von Matthäus 22 ist das Annehmen der Kleider ein Akzeptieren und damit wollen sie Gott ehren. Sie führen ein neues Leben. Gott kleidet den Menschen ein. Das heißt, Gott beseitigt die Sünde selbst. Und der Mensch kann Gott gegenüber dankbar leben. Und das tun jene, die sich von Gott einkleiden lassen wollen. Die Sünde wird beseitigt und man kann fortan in der Gegenwart Gottes leben. Gott beseitigt die Sünde selbst. Interessant ist, dass das Wort Heil, so wie es auch hier steht, wie ich schon erwähnt habe, im Hebräischen mit dem Namen Jeschua zusammenhängt. Und Jeschua ist der hebräische Name von Jesus. Jesus ist griechisch. Ich will mal sagen, der ewige Gott wird uns
mit Jesus einkleiden. Ich möchte eine weitere Stelle an die Tafel werfen, wieder aus dem Matthäusevangelium. Wird eine Begebenheit von Jesus berichtet. Und da heißt es, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut des neuen Bundes, der für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. In diesem Text wird deutlich, dass Jesus seinen Jüngern ankündigt, was mit seinem Körper passieren wird. Sein Körper wird gebrochen werden und sein Blut wird aus seinem Körper treten. Und dann steht zur Vergebung der Sünden. Durch sein Blut erhalten wir Vergebung unserer Sünden und können in Gemeinschaft mit Gott kommen. Denn das Trennende ist beseitigt. Damit werden wir eingekleidet mit der Vergebung durch das Blut Jesu, so wie es da steht. Ich möchte mal fragen, haben Sie schon das neue Leben von Gott angenommen? Können Sie das für sich akzeptieren? Gott bietet Ihnen heute neues Leben an. Wir haben gehört, dass Gott allerlei Menschen eingeladen hat, welche die Gutes und welche die Böses getan haben. Sie haben alle diese festlichen Kleider angezogen, die der König ihnen gegeben hat. Sie haben alle das neue Leben von Gott angenommen, was er ihnen geschenkt hat. Gott hat selbst das Trennende beseitigt. Das heißt, egal was sie auch in der Vergangenheit getan haben, Gott bietet ihnen heute neues Leben an. Möchten Sie das in Anspruch nehmen? Nun geht es aber weiter in dieser Geschichte. Ich habe vorher berichtet, wie der König Menschen einlädt. Einige sind der Einladung gefolgt, andere wieder nicht. Und eine solche Ablehnung, die nicht gekommen sind, der Liebe Gottes, ist die Ablehnung, mit Gott, mit dem König in Gemeinschaft zu treten. Und das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist ein Beziehungsbruch, in dem die Eingeladenen gelebt haben oder weiterhin leben möchten. Gott hat in seiner Liebe die Menschen eingeladen und er möchte den Eingeladenen neues Leben geben. Einige haben das Geschenk abgelehnt und damit zum Ausdruck gebracht, die Verbindung mit Gott ist ihnen egal. Sie leben gleichgültig gegenüber Gott. Ich möchte fragen, leben Sie gleichgültig gegenüber Gott? Menschen, die die Gleichgültigkeit gegenüber Gott leben, kommen auch nicht zu diesem Fest, das ist logisch. Dafür sind andere gekommen, die Interesse hatten, von Gott beschenkt zu werden und sie nahmen das an, was Gott gibt. In dieser Geschichte ist aber noch ein Mann, der rausgeschmissen wurde. Der Grund für den Rausschmiss war, dass er nicht angemessen bekleidet war. Er wollte sich nicht umziehen. Er wollte nicht das festliche Kleid anziehen. Er wollte dadurch Gott nicht ehren. Er wollte das neue Leben von Gott nicht haben. Und die Person hatte die Einladung an den Tisch des Königs angenommen, aber sie wollte unter den eigenen Bedingungen kommen, nach den eigenen persönlichen Regeln weiterleben, nach den eigenen Vorstellungen. Man sagt vielleicht, ich bin doch eigentlich ganz okay, ich brauche nicht das von Gott, ich muss mich nicht bekehren. Ich muss nicht umkehren oder über mein Leben nachdenken oder mein Leben reflektieren. Ich kann so ganz normal weiterleben. Und so leben viele Menschen heute. Manch einer möchte Gott in sein Projekt Leben einfach mit dazu nehmen, wie man ein Hobby dazu nimmt. Einfach so mit integrieren. Manch einer spricht ein Gebet und will Gott in sein Leben aufnehmen, aber so nur nebenbei. Wie viele andere Dinge auch. Und wenn es dann vielleicht mal in dem Leben schlecht geht, dann sagen wir, du kannst mir den Buckel runterrutschen. Du hast mir doch das nicht gegeben, was ich mir gewünscht habe.
Manch einer will innerlichen, seelischen Frieden haben, aber nicht die Veränderung, die Gott bewirken möchte. Den Geboten Gottes stimmt manch einer vielleicht nur so lange zu, wie es mit den eigenen Wünschen und den Gefühlen im Einklang steht. Wenn das nicht der Fall ist, gehe ich heute nicht in die Gemeinde oder suche ich mir gleich eine andere Gemeinde. Vielleicht denkst du gerade so. Es steht in diesem Text, Freund in Vers 12, Sie können es da oben lesen, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm die Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird es Heulen und Zähneknirsche sein. Der König fragt den Mann, wie bist du hier hereingekommen? Wie ich schon festgestellt habe oder Sie auch gelesen haben, hat der Mann das königliche Gewand nicht angenommen. Dieser Mann hat die Kleidung nicht angenommen und er wollte ohne die neue Kleidung vor dem König erscheinen und mit ihm Gemeinschaft haben. Eigentlich ist es eine unerhörte Frechheit und Respektlosigkeit. Ich will mal das ein bisschen anders formulieren. Was fällt dir eigentlich ein, so respektlos zu dem Hochzeitsfest zu kommen? Was fällt dir ein, mit deinen Lumpen hier zu erscheinen, wo da vorne doch so etwas Schönes für dich bereit liegt? Der König stellt die Respektlosigkeit dieses Mannes fest, denn hier steht, er verstummte. Er verstummte. Ihm blieben plötzlich alle Worte im Halse stecken. Keine Erklärung, keine flapsigen Sprüche mehr. Jedes Wort blieb dem Mann im Hals stecken. Er verstummte. Denn der König hatte recht, auf frischer Tat ertappt. Und der König ließ den Mann fesseln und binden. Das machte ihn unbeweglich und er wurde hinausgeworfen. Ein gewaltsamer Ausschluss vor, ich will betonen, vor dem Mahl. Ich will nochmal erwähnen, dass die Gäste sich im Hochzeitssaal befanden und das Mahl noch bevorstand. Und der gewaltsame Ausschluss von diesem respektlosen Verhalten fand vor dem Mahl statt. Und er wird in die Finsternis hinausgeworfen, ein schrecklicher Ort, da wird es Heulen geben und Angst wird sein. Ein schrecklicher Abschluss. Für Sie auch? Ein schreckliches Ende wird für die sein, die es wagen, Gott respektlos zu behandeln. Um am Fest teilnehmen zu können, mit Gott in Gemeinschaft leben zu wollen, brauchen sie die Kleider, die sie von ihm selbst erhalten. Und das, was Gott gibt, ist sein Sohn Jesus Christus, durch den die Sünde vergeben wird. Das Trennende wird durch das Blut Jesu beseitigt, der sie in die Gemeinschaft mit Gott bringt. Diese Kleider des Heils, bringt sie in die Gemeinschaft, in die Gegenwart Gottes. Können Sie das akzeptieren? Können Sie das für sich akzeptieren? Gott zur Nummer 1 im Leben zu machen, zur Mitte des Lebens zu machen? Dann kann das Fest für Sie beginnen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Der letzte Satz, da steht, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Viele Menschen sind gerufen. Viele Menschen sind gerufen, zu Gott zu kommen und mit ihm in Gemeinschaft zu treten. Aber nur wenige werden diese Einladung annehmen. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich möchte Sie einladen an dieser Stelle, wenn Sie sich gerade angesprochen gefühlt haben, wenn Sie sich selbst ertappt haben, wie Ihr Wesen so ist anhand diesen eindrücklichen Beispielen und Sie erkannt haben,
ich bin gar nicht in Gemeinschaft mit Gott. Ich bin auch so weit weg von ihm. Können Sie heute in diese Gemeinschaft eintreten? Sie können heute den Schritt wagen, ein Leben mit dem ewigen Gott zu führen. Sie können heute Jesus danken, dass er für Ihre Schuld wie ein Verbrecher starb, obwohl wir doch eigentlich die Schuldigen sind. Gegenüber Gott, aber auch manchmal noch viel mehr gegenüber unserem Nächsten, unserem Nachbarn, unserem Freund, Ehefrau und so weiter. Wo wir uns sehr oft schuldig machen. Und wenn die wüssten, was wir manchmal denken, wir würden wahrscheinlich rot in die Erde versinken. Gut, dass man nicht die Gedanken der anderen lesen kann. Aber Gott weiß um alles. Und er sieht unsere Schuld. Der sieht unser Leben. Und hier können wir Vergebung erleben. Hier kann unsere Schuld vergeben werden durch Jesus Christus. Ich möchte Sie einladen, diesen Schritt zu wagen.